Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Und das hier ist unser Journal, wo wir am Arbeiten sind. Wenn ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, dann kennt ihr das. Wir haben hier schon ganzen Haufen Zeugs drin gebastelt. Und weil wir jetzt in der letzten Zeit so viel Täschchen und Tags und äh, noch mehr Täschchen und Büroklammern und was weiß ich also alles gemacht haben, werden wir doch jetzt noch ein paar Sachen, ja, wo man dort reinfüllen kann. Und genau so etwas habe ich da schon mal vorbereitet, und zwar das hier. Das ist einfach so eine Seite mit einem schönen Lied drauf, das Waldhorn. Hinten dran ist nochmal ein Lied gefunden, auch irgendetwas mit dem Wald, keine Ahnung, ich kenne beide Lieder nicht. Habe das so ein bisschen verschönert mit Stempelfarbe und habe ein hübsches Blümchen draufgeklebt, und so passt doch das jetzt wunderbar auf die Seite, wo wir auch schon ein Gedicht haben zu im Walde und hier noch ein Waldkärtchen und mit dem Hummeli zusammen. Sieht doch das alles super stimmig aus. Und solche wollen wir jetzt noch ein paar machen. Für das habe ich 2 Bücher parat. Und zwar die 2 Seiten ist das Schweizer Singbuch von der Mittelstufe. Nämlich aus dem Jahr 1960. Das ist das alte Singbuch von meinem Vater, das da mal einmal vorgekommen ist. Und es hat auch tatsächlich ein paar Lieder drin, die nicht mehr so wahnsinnig aktuell sind. Und darum habe ich gedacht, können wir uns doch da ein paar schöne Lieder rausnehmen und die gerade benutzen. Ich habe mir das schon mal ein bisschen durchgeschaut, weil mir ist es wichtig gewesen, jetzt gerade für das Projekt, dass ich immer ein ganzes Lied auf einer Seite habe und auf der anderen Seite, wo wirklich fertig sind. Es hat leider wirklich ganz viele Lieder, die dann auf der anderen Seite noch weitergehen. Ja, und dann ist es immer ein bisschen schade, wenn man dann zwar, da hat man jetzt irgendwie 2 ganze Lieder, nein, da ist noch die Hälfte, und dann, mal da würde es jetzt auch gehen, genau. Aber da zum Beispiel geht es nachher noch weiter, und dann würde man das, wenn man jetzt die Seite rausnimmt, ja, würde man es halt einfach abschneiden. Das wäre ein bisschen schade. Darum habe ich jetzt gedacht, wir nehmen hier beim Sonnenaufgang und es taget. So, das ist doch sehr hübsch. Und es ist zwar ein Schweizer Singbuch, es hat aber nicht alles nur Schweizer Liedli drin, es hat auch sehr viele hochdeutsche Liedli drin, vielleicht kennt ihr ein paar. Da hätten wir Maientag, die Zeit ist da, singt auf Nussbaum schon Kuckuck, das wäre jetzt ein Schweizer Liedli, genau. Und, aber es hat doch viel Schweizer Liedli drin, wahrscheinlich mehr Hochdeutsche, aber wenn ihr gerne schweizerdeutsche Liedli hättet, so, einfach so ein Blatt oder eben dann halt vielleicht 2 oder 3, damit immer das Ganze drauf ist, dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Ihr könnt das über meine E-Mail-Adresse, die ist auf der Kanalbeschreibung drauf, seht ihr das? Und ja, dürft ihr euch sehr gerne melden, und ich mache euch ein kleines Kuvert mit ein bisschen Schweizer Liedli drin, wenn ihr Lust habt. So, was haben wir jetzt hier noch? Da haben wir noch ein Herbstlied und Jagdgesang. Das ist ja ziemlich verschlärgt. Vater, wo war mit dem Singbuch? Hallo. Und auf den Ruf der Vogelscharen. So, die kenne ich tatsächlich nicht. Aber wir haben da wahnsinnige Schweizer Lieder drin, die alle kennen. Im Fall zum Beispiel, ja, da ist alles Weihnachtsliedli. Ah, schau da. «Komm, wir wollen Krieseli gönnen». Das kennen auch alle. Und das «Ramseyers wollen grasen». Und dort hinten am Bergli. Es will das Fraueli zu Meri gehen. Also wenn das jemand nicht kennt, dann ist er definitiv kein Schweizer. Ich weiß es nicht. Sorry an alle Schweizer, die das nicht kennen, aber das kennt man doch. Da bin ich lustig gewesen. Darin nicht ein bisschen. Also bitte. Oh, du liebes Engeli.
Ja, also es hat da wirklich ganz typische Schweizer Lieder drin. So, und das andere ist nachher dann das da. Das sind Eichendorffs-Werke. Da hätten wir noch ein paar hübsche Gedichte, die ich gedacht habe, würden sich doch auch noch gut machen. Der Morgen, Mittagsruhe und der Abend könnten wir gerade alle miteinander nehmen. Da ist es eben auch so, da ist jetzt halt leider noch der Schluss von dem da drauf. Aber ich will eigentlich sowieso, dass der Fokus auf diesen 3 Gedichtchen ist. Dann hatten wir auch noch Heimweh, habe ich mir da ausgesucht. Sehr, sehr herzschmerzig. Oh. So. Das wollte ich dann ein bisschen abreißen, dass wir da nur ein kleines Zettel haben von dem. Und da hatten wir noch Erwartung. Das ist auch sehr irgendein Herzschmerzgedicht. Da muss ich schnell schauen, dass ich das so rausbringe, wie ich das will. So. Dass man da nicht zu fest verreist. So. Gut. Ich würde sagen, ich bearbeite jetzt gerade mal das da. Das lässt sich so wunderbar reissen, das finde ich super. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es gibt ja die Papiere, die so eine bestimmte Laufrichtung haben oder irgendwie so. Und die kann man praktisch in eine Richtung gar nicht reissen. Das wird nachher dann immer so zacken, das ist ganz mühsam. Aber das ist sehr schön zum Reissen. So, also fertig geschnurrt. Das kann man dann alles schon mal noch brauchen für irgendwelche Fötterli-Sachen, gell? Da hätten wir das Heimweh. So, das nehmen wir auch gerade ab. Oh, wow. Super. Schöne Ecke. Und, nein, das gehört nicht dazu. Aber genau das wäre es noch gewesen. Und ich glaube, ich nehme da gerade die ganze Seite, so wie sie ist. So, dann schauen wir mal, wo wir das rein tun könnten, das Zeug. Da würde natürlich etwas Grosses gut reinpassen. Vielleicht so etwas in dieser Art. Aha, ihr seht es gar nicht. So, oder eben dann einmal gefaltet. Da haben wir sogar, das ist das gleiche Papier, also aus dem gleichen Buch. So, oder? Ja, ich glaube, wenn man es dann nicht ganz absteckt, dann sieht es ganz gut aus. Jetzt könnte man das zum Beispiel rosa oder so wie das Grün. Grün, aber so ein helles Grün habe ich glaube nicht. Da, das Grün. Ja, ist jetzt, ich weiss, dass das ziemlich knallig rauskommt. Da. Vielleicht muss ich dann noch ein bisschen mit Braun oder etwas drüber. He? Ich probiere es jetzt einfach mal. So, ja, es ist schon ein bisschen sehr grasig. He? So. So, oder gerade mit rosa. Komm, wir probieren das mal. Komm, ich gehe doch einfach mal mit rosa noch drüber. Mal schauen, wie das rauskommt. Das ist übrigens das da. Oh, wenn da überhaupt etwas passiert. Oh mal, es macht schon etwas. Also, sieht es nachher aus.
Ja, wieso nicht? Aber ich glaube, der möchte etwa langsam einen Sprutz Wasser vertragen. Da. So. Voilà. Ups. So. Und dann einmal knicken. Da noch. Ich mache das jetzt einfach gerade schnell so, gell? Muss ich nicht noch einmal wechseln. So, ich glaube, bei dem Papier muss man unheimlich gut aufpassen, dass man es nicht zu fest hin und her knickt. Sonst ja, bricht es einfach dann gerade. So, aber das finde ich doch jetzt schon mal super und ich finde, das passt extrem gut zu dem. Und dann kommt doch das gerade da drin. So. Oh ja, schau mal. Das sieht hübsch aus. Jui, so. Next. Da könnten wir doch irgend so etwas rein tun. So einen Maientag, schau mal. Oder Sonnenaufgang. Was haben wir da noch? Es taget. Sonne, bla bla bla, Feld und Wald und Bach und Teich und so weiter. Ja, wieso nicht? Ich glaube, das würde doch da noch ganz gut reinpassen. Das tun wir jetzt auch einfach einmal falten. Mal schauen, wie es aussieht, wie das da drin steckt. So, wieso habe ich das jetzt so beschissen gefaltet? Was ist denn jetzt passiert? Sorry. Aber hallo? Gut, probieren wir es einfach noch einmal. He? So ehrlich. Manchmal frage ich mich schon ein bisschen ab mir selber. Gell? So, alles gut. Alles gut. Super. Man sieht genau noch den Titel und das Blümchen kommt noch zum Vorschein. Das zwar nicht mehr da hinten, aber das ist egal. Das sieht man dann, wenn man es rausnimmt. Und ich würde sagen, ich nehme genau diese Stempelfarbe, um das rundum zu inken. Das ist das, Mahagoni. So. Und dann gehen wir doch hier einmal schön rundum. Ups, das wollte ich nicht wollen. So schmieren habe ich dann auch nicht wollen. He? So, da tun wir doch auch noch ein bisschen schauen, dass wir den richtig Feld inken. So, voilà. Und dann machen wir hinten, den tun wir jetzt glaube ich hinten auch noch. He? Im anderen habe ich es jetzt nicht so wichtig gefunden, weil dort geht es ja sowieso einfach vor allem um das Gedicht, das vorne dran steht. Aber bei dem haben wir ja extra geschaut, dass wir vor und hinten ein ganzes Lied drauf haben. So.
Und jetzt, das ist ja schon nicht gerade ganz ein weißes Papier. Ich frage mich, ob wir da noch ein bisschen Antik-Linen dahinter. So ein bisschen an den Ecken. Oh, macht das überhaupt etwas? Ja, dann haben wir halt ein bisschen Vintage-Foto. Ja. Ja, ich glaube, das ist gut. So ein bisschen kann man schon noch. So, jawohl. Also, da rein mit dir. Und dann sieht doch das super aus. So, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Wie wir jetzt gesagt haben. Da würde doch noch etwas gut aussehen, oder? Oder da beim Bienenli. Oder müsste da etwas Grösseres sein? Oder könnte man da das drin tun? Das hätte jetzt mal zwar so. Oder würde es sogar besser aussehen, wenn man das noch auf ein grösseres Kärtchen draufkleben würde? So, also Moment. Das war jetzt natürlich wieder eine super Eingebung mitten während dem Basteln. Kommen mir wieder so Ideen. Das könnte man auch noch, das könnte man auch noch. Also, erstens, da hätten wir wieder mal so eins. Da, he? So, zack, das da drauf, ein bisschen inken und fertig ist der Spass. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere wäre, ich nehme hier von so einem Blöckchen mit so hübschem, müsterligem Papier. Irgendwas, zum Beispiel das hier. Klebe das drauf. Oh, schau jetzt, da kommt so, da der Vogel noch so vor. So. Und dann machen wir da, würden wir das einfach überschieben. So. Oder ist es zu viel des Guten? Also ich finde es noch recht cool. Es ist zwar ein bisschen wo es doch mit dem ein bisschen, das ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Ach, oder ist es einfach das falsche Papier? Ja, das ist aber alles so wild, oder? Noch viel wilder zum Teil. Na, na. Und die dritte Variante wäre sowas. Das ist auch einfach irgendwie so Müsterli-Papier mit so Schrift. So, geh mal weg da. Das wäre nachher so. Das ist jetzt von der Grösse her nicht ganz optimal, finde ich. Jetzt dürfte ich schon fast ein bisschen breiter sein. Oder wir nehmen ein Brünscheliges. Dann leuchtet es noch ein bisschen mehr raus. Das ist zwar gar nicht mal so übel. Das finde ich eigentlich noch ganz gut. Ach, mir gefallen alle drei Varianten. Also, ich nehme das hier. Tada! Entschieden ist entschieden. Ich kann es fast nicht vorstellen. Ich habe es geschafft. Jetzt müssen wir noch irgendetwas haben zum rundum inken. Ich nehme da wieder mal Walnut Stain. Ich hoffe, es ist noch etwas drin. Ja, es gefällt mir gut von der Farbe her.
passiert euch das manchmal auch, hey, dass ihr so, dann nehmt euch etwas vor, so, das mache ich jetzt, und nachher kommt euch plötzlich alles andere noch in den Sinn. Und am Schluss ist wieder der ganze Tisch voll. Das ist etwas, was mir manchmal passiert, oder? Dann habe ich so das Gefühl, so, ja, ich nehme jetzt nur das und das für, das lenkt ja, weil ich will ja nur das und das machen. Und dann, oh, jetzt brauche ich aber noch dieses und es würde jetzt auch noch schön aussehen. Und nachher gehe ich 100'000 verschiedene Sachen wieder holen und am Schluss ist wieder der ganze Tisch voll. Und dann bin ich bei der schönsten Arbeit. Und dann heisst es, wann gibt es die Nacht? Oder kannst du bitte tischen? Und ich denke mir so, ist gut. Ich räume ja alles wieder ab. So. Also. Voilà. Komm. Das will nicht. Jetzt sollten wir vielleicht das auch noch ein bisschen inken. Ja, ich habe wirklich befürchtet, dass ich das einmal auffüllen muss. Ich glaube, da ist nicht mehr allzu viel Farbe dran. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal nass gemacht. Und dann wird es einfach so verdünnt oder ziemlich wässrig. Ich glaube, ich muss mir mal so Auffüllfarbe holen. So. Voilà. Prima. So. Oh ja. Also hinten mache ich jetzt nichts mehr Spezielles. Da könnte man jetzt ja noch stempeln oder kleben oder was weiß ich. Genau, das hätte man eigentlich bei den anderen ja auch noch machen können. Irgend so ein Blümchen drauf. Wir können zwar da hinten, könnten wir doch noch ein Blümchen drauf machen. Da kommt mir wieder Zeug in den Sinn. Also komm, wir machen da noch. Sowas. Oder ist das zu kitschig? Ist das blöd? Das wäre doch noch hübsch. Oder so eine komische Staude? Nein. Nein, jetzt machen wir das Röseli. Pfingstrose ist das, glaube ich. So die Blätter an, hat ich jetzt gesagt. So. Ja, Mama, das finde ich gut. Das ist doch hübsch. So. Voilà. Doch, das gefällt mir. Dann wollen wir doch mal weiter. Eben hier hätten wir jetzt schon das. He? Jetzt möchte ich aber hier gerne mal noch etwas irgendwo in so eins von unseren runden Tacks rein tackern. Da zum Beispiel. Was würde denn da passen? Das Herbstlied. Würde das Herbstlied schön sein? So. Morgen.
Oh. Nein, nein, schau, jetzt passt das genau nicht. Dann müssen wir es nochmal falten. Dann können wir es so falten. Soll ich das machen? So. So, ist das blöd? Jetzt verschwindet halt gerade der Titel. He? Nein, das passt mir jetzt also gerade gar nicht. Das passt mir nicht. Komisch. Und so. Und so. Der verkehrte Weg, genau. Ah. Ah. Ich weiss nicht, was ich machen muss mit dem. Dann gehst du halt nicht dorthin. Wie wäre es denn da? Nein, da so Lampe raus. Das geht irgendwie auch nicht. Aber hallo. Da ist nochmal so eins. Das ist auch ein bisschen knapp bei dem da. He? Oder macht das etwas, wenn es rauslampt? Nein, ich glaube, das ist so weit hinten. Das macht glaube ich nichts. Würde auch noch zu der Musik passen irgendwie. So, zu dem da passt es glaube ich nicht wirklich, oder? Ja, zwar, wieso nicht? So, aber ich glaube, hey, ich mache das so. Das lassen wir jetzt gerade noch. Und dann nehmen wir hier den Maientag. Tun wir den hier ein bisschen fröhlich inken, dass er hier gut herpasst. Zack. Und dann gibt es hier noch ein Blümchen drauf. Also, dann wissen wir jetzt, um was es geht. Ich glaube, ich nehme das so etwas. Vielleicht nehmen wir dann auch noch ein bisschen mit Rosa rein. Das ist schon ein bisschen zu knallig. Türkis ist oder was das für eine Farbe ist da so. Hellblau. Und da machen wir auch gerade. So, und da die Kante auch noch. Einmal auf dieser Seite. Einmal auf dieser Seite. Ich probiere wirklich nicht zu fest zu knicken, auch bei diesem Papier. So. Und dann rosa. Hm. Ja, ja, das sieht gut aus. Und ich vermute jetzt schon mal, dass das prima passt. Da noch. Und auf dieser Seite.
Ups. Ein bisschen zu fest. So. Voilà. Oh ja, es passt super. Sieht genial aus. Und jetzt kommt da noch auf jeden Fall ein rosa Blümchen, aber irgendetwas ein bisschen Feines. So in dem Stil da. Was meinst du? Oder sowas. Röseli. Oh, ja, 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 ja. Das ist schon nicht allzu schlecht. Oder Pfingstrose nochmal. Oder so. Ja, das ist viel zu schwierige Aufgabe für mich. Das ist viel zu schwierig. Ich glaube, ich bin bei dem. Komm, wir nehmen einfach das. Oh, jetzt haben wir noch etwas anderes gesehen. Ah nein, das ist auch mit Gel. Nein, Gel wollte ich nicht. So. Fertig, Schluss. Das draufkleben. Es ist jetzt halt einfach, wenn man es dann rausnimmt und aufklappt, ist das Blümchen nachher ja, waagerecht, oder? Jetzt ist es gegangen. Oh. Ja, ich muss einfach ein bisschen rausziehen. Ich wieder mal keine Passette in der Nähe. So. Voilà. Und eben, wie gesagt, wenn man es rausnimmt, ist es halt so, aber ich finde das okay. Ich finde, es macht gar nichts. Überhaupt nichts. Und so sieht es super schnusig aus. So. Jetzt in dieser Signatur, was haben wir da? Haben wir da nur eins? Ich will aber auch zwei. Komm her. Oh, und weisst du was? Das da. Ich habe da jetzt einfach mal so ein Ticket reingesteckt, aber ich finde die eigentlich noch recht hässlich. Wenn wir doch jetzt das hier drin stecken. Oh ja, schau, ja. Jetzt mache ich das aber blau. Ein blaues Rändchen. Damit das hier auch ganz gut passt. So, da noch ein bisschen die komischen Zipfel annehmen. Oh, noch ein paar komische Zipfel mehr dazu machen. So. Das Heimwegedicht. Was sagt er denn da? Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen, es jubeln und lassen die anderen den Fremden alleine stehen. Was wisset ihr, dunkle Wipfel von der alten schönen Zeit? Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Oh. So, also komm, einmal, zack. Das geht schwuppdiwupp und das kommt nachher da rein. Ja, ach, ist das süß. Viel schöner, wenn das doofe Ticket. So, und jetzt aber. Jetzt haben wir immer noch das Herbstlied hier. Und das hat mir jetzt da nicht so wahnsinnig gut gepasst, aber irgendwie da würde es eben eigentlich schon noch gehen, oder so. Oder? Ja. Also komm, mach das da rein. Und wir nehmen hier auch wieder
So ein bisschen Mahagoni-Farbe. Dann passt das gut dazu unsere Klemmerli. Und hey, das kann man ja immer wieder verschieben, das muss ja auch gar nicht dort bleiben. Und wenn man dann plötzlich etwas Besseres, etwas Schöneres hat für dich, dann nimmt man halt das einfach wieder raus. Und tut etwas anderes rein. So. Das ist der Fleck, der schon war. So. Komm. Auf den Ruf der Vogelscharen. Das kenne ich also tatsächlich eben auch nicht. He? So. Zack. Und dann haben wir hier auch noch ein schönes Blümchen drauf. Irgendwo da oder so. Was würde da passen? Könnte man da jetzt ein Gels, weil von den Gelen habe ich nämlich so ganz kleine, feine. So. So, einfach mit über das Zeug rein, aber das ist so fein. Das macht nichts bei dem. Ich glaube, das wäre noch hübsch da. Moment. So. Ui. Oh, jetzt bin ich gerade verschrocken. Das Hündchen tut da am Bett umeinander. Am Hundebett umeinander stossen. So, das könnte man noch kommen. Machen wir noch das. Das da irgendwo da oben. Voilà. Ja, das gefällt mir. Das sieht doch hübsch aus. Super! Hey, ich finde die herzig. Passt doch super in unser Journal rein. Und man hat noch etwas zum Lesen und zum Singen. Und zum Judihuien. Und was mir jetzt auch gerade mega gefallen hat, ist das kleine da in dem Muffin-Täschchen. Jetzt ist es natürlich wieder verschwunden, gell? Was ist denn jetzt? Da haben wir ein schönes. Und es ist weg. Es ist weg. Tja. Da hätte man natürlich auch so eins rein tun. Kann man ja immer noch machen. Irgendein schönes Gedicht auf irgendein hübsches Kärtchen draufkleben. Da haben wir noch etwas Tolles. Ja, ich glaube, wir haben das Journal wieder mal wunderbar gefüllt mit tollen Sachen. Und ja, im nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Machen wir wieder irgendetwas Neues. Bis dann. Tschüss.